Aber der Wolf, der hat schon hinter einem Gestrüpp hinführen geschert. Er hat die Geissenmutter gesehen vorgehen und denkt: So, die Alte ist fort. Jetzt kann ich die Junge schnappen. Er geht zum Geissenhäusli, klopft an die Haustüre und ruft: Mache du Kinderli, euer Mütterli ist draussen und hat etwas gut mitgebracht. Aufmachen, gute Wein. Aber die Geissli haben den Wolf an der Stimme erkannt. Ja, das könnte dir so passen, du Dummelappi, du. Du hast ja ganz eine rauche Stimme und unser Mütterli hat eine feine. Du bist der Wolf. Da ist der Wolf fort zum Krömer und hat sich einen grossen Stock Riede gekauft. Und die Riede, die hat er gefressen. Ja, von dem kommen nämlich die Wölfe feine Stimme über. Und dann schleicht er wieder zum Geissenhäusli, klopft ans Fenster und ruft: Mache du Kinderli, euer Mütterli ist draussen und hat etwas Gutes mitgebracht. Aber die Geissli haben dem Wolf seine Pfoten gesehen und gerufen: Du verletzt uns nicht. Unser Mütterli hat nicht so schwarze Füße. Du bist ja wieder der Wolf. Da ist der Wolf wütend zum Beck und hat gesagt: